Ich tät so gerne nix da. Nicht so gerne nichts da. Ja, super. Aber es geht nicht. Aber es geht nicht. Und ich weiß nicht warum. Und ich weiß nicht warum. Sprachkurs Allgäuerisch. Probe für Wachse oder Weiche. Ein Stück, das Maxi Schaffroth zusammen mit den Schauspielern entwickelt hat. Eine Art Improvisationstheater und seine erste Regiearbeit an einem Schauspielhaus. Da gibt es natürlich Sachen, wo ich natürlich merke, Regie hätte man eigentlich studieren müssen. Aber ich glaube, wenn man Spaß hat und ein Vertrauen aufbaut, dann passt es ja. Vertraut ihr mir eigentlich? Ha? Wir haben schon ein Incentive gemacht, wir haben miteinander auch Ausflüge gemacht, um noch ein bisschen Team Spirit zu erzeugen. Auch mal Kids wie beim Stangelwirt, mal eine Flasche Champagner springen lassen. Bringst so Jungs auf Spur, nicht wahr? Und da hilft mir meine Bankausbildung natürlich. Ja, also an der Stelle auch von meiner Seite erst einmal ein ganz herzliches Grüß Gott von der Raiffeisenbank Memmingen-Rammingen-Mindelheim. Also in der Hoffnung, dass Freunde und Allgäuer da sind. Seid ihr da, macht's mal ein Radau! Schaffroth in der Rolle des Festredners, das liegt ihm. 5-mal hat er die Fastenpredigt beim alljährlichen Politiker der Blecken am Nockerberg gehalten. 30 km/h auf dem mittleren Ring. München ist mittlerweile so lahm, dass die Allgäuer zur Entschleunigung herkommen. Dieses Jahr wurde ihm gekündigt. Stefan Zinner übernimmt. Schaffroth wahrt dabei die Kontenance. Der erste Gedanke war natürlich, Gott, zack. Und der zweite war dann, ja, okay, jetzt sind doch so viele Leute umeinander, die dann immer so Empörungswellen anstoßen. Und das braucht es irgendwie nicht. Ich finde es dann auch bewundert, wenn Leute dann geschneit haben und mich auch ansprechen und sagen, ja, das einer Predigt, das war mir zu scharf. Dann sage ich, ja, das finde ich aber gut, dass Sie es mir sagen. Und das ist eine Meinungsäußerung und das ist ein unschätzbarer Wert. Jetzt also Theater. Ein Stück über Landwirtschaft, das Allgäu, Banken und wie die verschiedensten Lebenswelten aufeinanderprallen und dann doch zusammenfinden. Und deshalb ist es wichtig, dass du mir jetzt gut zuhörst. Nein, jetzt hör schon mal du mir zu. Wer noch nie eine Kuh geschlachtet, aber trotzdem im Schuhmanns hockt und der Ribeye-Steak frisst, der hat hier nichts zu melden. Ich finde es immer toll, wenn ich viele Leute im Publikum habe, die einfach unterschiedlich sind. Weil dann schon mal so dieses eiwangersche Geschwätz von die Deppen in der Stadt und wir Vernünftigen am Land ist ja schon mal ausgehebelt dann. Denn offensichtlich sind diese Gruppen ja wunderbar zusammenzufügen. Man muss nur Lust drauf haben und mir ist es manchmal ein Rätsel, warum man mehr Lust drauf hat, Leute auseinanderzubringen, als sie zusammenzubringen. Du, dein Kürbis, der ist langsam fetter als der Hund vom Metzger. Hör nicht hin. Ja, du bist ein bisschen füllig, aber das ist okay. Du bist okay. Faszination und Gefahr immerwährenden Wachstums. Da darf die BayWa nicht fehlen. Die Sesselfurzer in Brüssel sind eingeknickt. Jetzt heraus, ich kann die ganze Welt umarmen. Saat und Dünger genetisch aufeinander abgestimmt. Wenn einer das eine kauft, muss er das andere auch kaufen. Verstehst du? Wir von der BayWa, wir haben den Traum, die Welt zu ändern. Ja? Im globalen Süden, Reto, da sterben Menschen und die brauchen keinen Zierkürbis, die brauchen Masse. We feed the world. Die BayWa ist das Sinnbild der Entwurzelung. Und dann wundert man sich, dass plötzlich irgendeine Spätzlewirtschaft dann beieinander hockt. Und dem tun wir noch einen Gefallen und dem tun wir noch einen Gefallen. Und plötzlich will dann keiner irgendwas gemacht haben. Das ist doch Stoff für eine Komödie. Also allein aus dem Fall BayWa könnte man eine 3-stündige Komödie machen. Poetisches Musikkabarett mit Bildungsauftrag. Endlich erfährt das städtische Publikum von der wahren Bedeutung einer Zapfwelle. Warum? Ja, das ist ja das Schöne. Also wenn mir vor 20 Jahren einer gesagt hat, dass ich mal im Schauspielhaus mit einer Zapfwelle stehe und erkläre, was eine Zapfwelle ist, da wäre meine Oma in Tränen ausgebrochen.